Also irgendetwas ist hier gründlich schief gelaufen. Willkommen zurück, Freunde, zu The Witcher 3 Wild Hunt. Und ja, irgendwie scheint ja alles zu brennen. Und die Frage ist, wieso? Toll, wir kommen jetzt noch rüber. Da war eventuell schon die wilde Jagd wieder. Hier kann es raus sein. Ja, so. Wir können ein bisschen. So ist gut. Die Burg brennt! Zu den Waffen! Frauen und Kinder zuerst! Was? Es brennt! Ich komme alle durch! Dreht der versoffene Kauz mal wieder durch? Und los, ruhig! Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Also dann, los geht's. Klappt so irgendwie nicht, wa? Da kommen wir irgendwie nicht so richtig rein. Nö, klappt irgendwie auch nicht so richtig. Kann ich aufmachen? Scheiße, das Feuer greift um sich. Wohl von innen verriegelt. Ich brauche einen anderen Eingang. Ich suche doch schon, da oben. Tja, an der Eingang, du bist gut, Geralt. Wir sollten da jetzt. Das passiert zum verdammten ersten Mal. Ja, ich versuche, was ich kann, aber ihr geht's ja nicht raus. Anzünden jetzt. Ich habe den andere Sorgen. Machen wir es halt so. Geralt, würdest du bitte. Ja. Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Hallo, hier! Ja, direkt geht's auch so. Ich kann nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Ich komm dich holen. Ich versuch's doch. So, geht doch. Ja, ja, Geralt, der weise Samariter. Wir haben einen Helden in unserer Mitte. Du hast dir einen fast lyrianischen Weins verdient. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast. Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm.
Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Na, muss das sein, was? Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Fehler. Übler Fehler. Wir müssen reden. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Ich soll glauben, dass du Tamara ein guter Vater warst? Nach der Szene im Burghof? Glaub gerne, was du willst. Aber sie war immer mein Augapfel. Sie hatte hier das Sagen, das kann jeder bestätigen. Sie ritt die Pferde, ging mit den Männern auf Jagd und auf Patrouille. Wurde ich zornig, holte man sie. Nur sie konnte mich besänftigen. Klingt, als hätte sie ein herrliches Leben gehabt. Aber warum ist sie dann weggelaufen? Wüsste ich das, bräuchte ich dich nicht. Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen, die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern, sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer, den sie zusammenflicken musste. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es weh tut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer, du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich's dir ja einmal. Aber nicht heute. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Ich halte dich wirklich für einen Schlappschwanz. Aber nicht, weil du sie nicht bändigen konntest, sondern weil du sie vertrieben hast. Was? Spiel nicht den Idioten. Du hast ihnen keine Wahl gelassen. Anna und ich. Es war nicht so, wie es jetzt scheint. Na schön, ich bin ganz Ohr. Erzähl, was passiert ist. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche. War Tamara dabei? Hat sie den Streit mit angesehen? Vielleicht durch die Tür. Im Zimmer war sie nicht. Leider. Womöglich wäre alles anders gekommen. Ihr Anblick hat mich immer beruhigt. Die Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz. Warst du das? Ja, wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen.
hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen. Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein. Keine Ahnung, was danach passierte. Als ich erwachte, war ich allein. Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding, auf blutigen Laken, tot. Und das war mein Werk. Vielleicht dein Werk, vielleicht auch nicht. Aber ihr Amulett könnte wichtig sein. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? Was hätte ich schon machen sollen? Ich hab's vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser Kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Reiß dich zusammen. Männer wie du sind einfach erbärmlich, wenn sie zusammenbrechen. Du bist ein herzloser Bastard. Dann wirken die Mutationen, ja. Es hat auch sein Gutes. Dein totes Kind kann uns helfen, dein Lebendes zu finden. Und deine Frau. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber woher weiß sie das? Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf zwei Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Und werd wieder nüchtern. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie, wenn auch nicht dafür. Noch etwas weiter. Mir nach. Eine dunkle Szene, Freunde, eine dunkle, dunkle Szene. Ein Mann am Abgrund
Tja, was der Alkohol so alles verbrechen kann, wa? Aber ist leider so, nicht nur im Videospielen, sondern auch im Real Life, deswegen Leute... Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Ja, was er sagen wollte, Alkohol und so, ich weiß, generell der Genussmittel, aber eben alles im Maße, war alles im Maße. Denn sonst, tja, endet ihr vielleicht so wie er. Und wer will das schon? Denn ich glaube wirklich, der Verlust des eigenen Kindes, auf welche Arten immer, ist ohnehin schon traurig genug. Und dann auf so eine Art, dann ist das einfach nur das schrecklichste Gefühl der Welt. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Schau. Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Heb ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Barmherzige Götter. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Ja, hätte ich jetzt aber auch gesagt. Alter Schwede. Ja, man sagt immer wieder, das Aussehen sei unwichtig, vor allem meinen eigenen Kindern und so, man hat sie immer lieb, aber ich glaube, bei so etwas würde wohl jeder Vater, oder ich würde sagen, sogar die Mutter auch, würde, glaube ich, jeder Mensch, naja, das Kind eher vor sich weghalten. Wir müssen ihn... Was jetzt, du Steckdreck? Hungrige Geister. Der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Beim Tag meiner Mutter. Wow! Was? Da war noch einer. Alter! Die haben echt eine Power. Hol mich die Pest. Er bewegt sich. Ich kann ihn nicht mehr halten. Beruhige ihn irgendwie. Ja, und wie? Ich würde sagen Gedankenbeeinflussung, aber Ganz ruhig. Alter, fast ein Herzkasper bekommen. Das war jetzt gerade ein bisschen sehr gruselig. Aber was hast du damit vor? Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich habe doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Die Sage wahr ist es morgen ein Tölpelbold. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Tja, hoffen wir mal, die Sage stimmt. Und ihn schon wieder. Es kommen noch mehr. Heilung. Los doch. Ich warte nicht, bis sie uns verschlingen. Mann, ey! Ich kann gar nichts machen!
Ja, ist klar, Erscheinung der wilden Natur oder was? Jetzt beruhig dich mal! Bewegt sich wieder. Wie ein scheiß Aal. Ich kann ihn nicht halten. Es hat geklappt. Er ist ruhig gestellt. Alter. Schon einen Namen gewählt? Nein, Dann lass dir einen einfallen. Es ist wichtig. es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna sie genannt? Und jetzt? Sprich mir nur. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei den Mächten von Erde und Bei Himmel. der Welt, die für dich bestimmt war. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen, sag ihren Namen. Und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen, dir, und empfange dich als meine Tochter. Gut. Und jetzt begrab sie. Und jetzt? Innerhalb eines Tages sollte sich der in einen Tölpelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause. Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber das ist mein Kind. Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber Kein Aber. Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit. Ja, vielleicht weiß ich mir endlich ein Lehrer und er hört auf mit dem Saufen. Nicht gedacht, dass das Spiel so tiefgründig ist. Muss sagen, es war ja doch im Großen und Ganzen halt schon eine traurige Szene, aber irgendwie auch schön. Also schön im Sinne von, naja, tiefgründig schön, versteht ihr? Nun gut. Okay, aber kurz natürlich noch. Ein bisschen skillen kann ja nie schaden, wa? Nee, allerdings nicht. Ja, das ist halt die Frage, welche Punkte vergeben wir? Schneller Angriff. Okay, das ist doch nie schlecht. Stufe 1 und 3, okay. Nächste Stufe. Brand zum perfekten Zeitpunkt reflektieren, falls sogar auf einen Angreifer. Klingt cooler, wenn es nur Fallabweisung ist, also weiß auch nicht. Kriegstrance. Naja, wenn das natürlich auch cool ist. Werden wir ein bisschen Zeichen hier machen, wa? Um 1 Meter, wird damit Feuer mal, wa? Alter, kann man hier viele Punkte verteilen, das ist ja... Das ist echt übel. Sonne und Sterne klingt doch auch noch nicht schlecht. Okay, das sind irgendwelche Mutagene. Für später vielleicht mal gucken. Jeder Teil hat der Rüstung. Okay. Wutkontrolle. Adlerauge. Wirken Armbruststolze wirken 25% mehr Schaden.
Klingt gut. Hebe mir aber dann doch fürs nächste Mal auf. Sprich, ich mache jetzt das hier. Sonne und Sterne. Meine Vitalität mehr regenerieren ist ja auch nicht verkehrt, im Gegenteil. Während des Kampfes auch. Naja, natürlich nur nachts. Aha. Vergesse ich mal wieder. Jo. Dann ist noch plus 50 Mutagen. Kann er das irgendwie jetzt noch zuweisen? So. Jetzt müssen wir eigentlich theoretisch das noch machen, wa? Auf Stufe 10, auf Stufe... Okay, wieso erst auf Stufe 6? Das heißt, ich kann auf 2 Punkte... Also bis dahin kann ich auch nur 2 Punkte zwar verteilen, aber nichts machen. Also natürlich habe ich hier noch... Ja, klar, kann ich theoretisch noch pfeilabweisend so aufstocken, war auf 2 von 3 oder 3 von 3. Was ist eigentlich ungefähr das Maximum? Naja, Stufe 30, okay. Nee, wird sicher noch viel weiter gehen. Das garantiert. Nun gut, Freunde, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Nächsten Part geht es hier weiter, werden wir uns hinsetzen und abwarten, was aus dem Fehlgeborenen wird und ob hoffentlich daraus ein Tölpelbold wird, schon alleine des Kindes willen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. In diesem Sinne, bis dahin und ciao zusammen.